Etliche Leid gefällt es nicht, dass Zara nimmer an Herrgott glaubt, aber sie bleibt eisern. Auf jeden Fall bringt's zu Lansing 23 Leute zusammen, die wo für den Pfarrer seine Warsal in Indien unten alle Monat 25 € springen lassen wollen. Der Philipp und sein Spezi bringen zu Fleiß ein blödes Gerät in die Welt, das hinter der Tina herhand. Die kommt aber dahinter und bringt ein anderes Gerät unter die Leute, nämlich, dass das zwei warme Brüder haben. Uschi und sein Alter überlegen und streuen ewig lang noch hin und her, auf was für eine Gymnase, dass sie eine preußische Tochter da sollen. Am Schluss bleiben sie aber dabei auf das von Bayerkofen. Margot und sein preußischer Alter schleckern der Brausepulver als wir zwei kleine Kinder. Wegen dem kriegt die kleine Emily keins mehr zu kaufen. Aber das der Gneist's schließlich und halt er das für. Das Hummerl und Margot möchten einen extra guten Kuchen nachbacken. Aber das bringen sie halt zwei nicht vierte. Am Schluss stellt sich nachher raus, dass der vor einer Mischung aus dem Supermarkt ist. Im Netz wird ein paar ausgeflippte Schuhe verlost. Der Philipp und sein Spezi reißen sich da drum, aber schließlich gewinnt's der Hubert. Der ist aber schon zu alt dafür und drum schenkt er's an Philipp. Der Vaterschaftstest sagt, dass der Gregor ein Lenz sein Vater ist. Der freut sich unbandig drüber, aber die Kathi steht ein bisschen schief da vor die Leute. Der Pfarrer möchte wieder zu seinen Warsal nach Indien zurückfliegen.